ja Mauer, da bin ich her. Und somit grüße zurück zu Episode 2 dieses ganzen Debakels hier in Generation Zero und der Aufarbeitung dieser ganzen Katastrophe. Genau, derzeit sind wir noch alleine unterwegs. Ja, danke Spiel, dass du mir das Menürad zeigst. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, die Hälfte der Waffen habe ich selbst im ersten Durchlauf nicht benutzt. Ja, wir müssen uns trotzdem mal durchschauen. Ich weiß nicht, welche Waffen wir nehmen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Und vor allem schaut es mit der Muni auch nicht so, naja, nicht so gut aus. Wir werden uns jetzt vorsichtshalber noch ein Weilchen, wir begegnen jetzt bald einmal einen Hunter. Warte mal. Was braucht denn das N16? Oder die Kottenok? Obwohl die Kottenok würde am meisten Schaden machen. Weißt du, wir nehmen die einfach einmal mit und das S21 nehmen wir mit. Nehmen wir die auch noch mit. Gut, wir haben noch ein bisschen Platz. Und im Laufe des Spiels werden wir prinzipiell ja sowieso alles umgestalten, da ich aus dem ersten Spielstand etwas gelernt habe. Das zeige ich da alles noch, das ist recht praktisch. Es gibt ja da diese Umstellung im Menü, wo du jetzt zum Beispiel was drauf gehst, so wie den Rucksack, du drückst drauf, dann steht suchen, dann machst du auf, drückst einmal und du hast alles. Das habe ich mir gleich gar nicht angewöhnt, weil dann ist das Inventar nämlich schneller voll, als was du schauen kannst. Und wenn du richtig skillst, hast du später oben hinaus, wenn du nur eine einzige Patrone, zum Beispiel 762er Muni einsteckst, hast du kurze Zeit drauf, ja bis zu 5000, 6000, 7000, 12.000 Schuss in der Tasche. Ja, genau. Das wollte ich da erzählen. Aber warte mal, ich wollte was anderes schauen, noch schnell, bevor wir jetzt losgehen, in Richtung Stenhagel. Stenhagel Blau, 762 und 762. Gut, jetzt können wir noch hoffen, dass wir schnell 762 finden. Mädchen, ich weiß, du bist verliebt in diese komischen Erste-Hilfe-Sets, aber die wirst du jetzt nicht brauchen. Haha. So. Ein sonniger Morgen. Wonderful, wonderful. Und zwar, es wird so ausschauen, das kann ich jetzt auch noch schnell verraten. Hier in diesem kleinen Bereich sind wir noch ein bisschen länger. Die alte Bettern müssen wir noch machen. Dann müssen wir noch den Jäger machen. Und dann geht's weiter daher. Wir werden es aber so machen, wir werden jetzt noch schnell zurücklaufen, die alte Bettern holen, genau. Und sobald wir in Stenhager diesen Bauernhof für uns gewonnen haben, reisen wir zurück und holen uns das andere Jagdgewehr. Ich meine, gut, wir werden es zwar sowieso nie brauchen, aber schön, dass wir es haben, gell? So, 24er Faustfeuerwaffe. Oh, 9 mm Muni. Schön, sehr schön. Das freut den kleinen Kenny. So. Feuerwerkskörper, jawoll. Brauchst aber nicht glauben. Ich meine, es gibt etwas, was ich erzählen kann. Ich erzähle eigentlich nicht viel über mich. Aber ich muss da offen und ehrlich gesagt feststellen, ich bin eigentlich... Ja, wenn ich ein Spiel, das erste Mal spiele und dann vielleicht auf YouTube dabei noch hochlade, da bin ich mir eigentlich ein bisschen, klein wenig angespannt. Warum? Keine Ahnung, gerade dass ich die Sets falsch und gerade richtig rauskriege. Also teilweise, keine Ahnung, da weiß ich nie, was ich reden soll. Jetzt, wo ich den zweiten Versuch starte, dieses ganzen Debakels dort aufzunehmen, fühle ich mich ein bisschen lockerer, sagen wir es mal so. Genau. Mal kurz, was haben wir da? Nix. Müssen einen Stock höher, genau. Hier liegt
Oh, du geiles Sau, Alter. Das stöhnt mir ins Ohr, Waschel. Bist du deppert. Ah. Aus. Hier liegt ein Plan für, ja, Fertigungsstation für eine kugelfeste Waffe. Kugelfeste Jacke. Kugelfeste Waffe. Ja. Eine kugelfeste Waffel wäre mir jetzt zwar lieber. Da hätte ich was zum Essen. Die alte Betthand, 1000. 9 mm, nehmen wir mit. Sehr schön. Und neben der alten Pattern gefundene Nachricht. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Du bist als Kind immer hierher geschlichen, auch wenn Johnny versucht hat, sie wegzuschließen. Ich sage es noch einmal, sei vorsichtig, geh direkt nach Stenhager. Natürlich gehen wir direkt nach Stenhager, das ist ja natürlich, ja, das ist natürlich Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und wir werden das gleich machen. Der Gottesdienst kann beginnen. Gut. Aber wie gesagt, jetzt wo ich das Spiel das zweite Mal spüre und euch ein bisschen mehr erzählen kann, ich weiß ja nie, was ich euch erzählen soll oder was ich reden soll. Mittlerweile, wenn ich so jetzt das wie Fallout 4 zum Beispiel, da rei, was man da rei, dahin, wie mir das Mal nicht gewachsen ist. So. Hier hinunter, Richtung Stenhagel voll und Sternhagel blau. Dass du gleich auskennst. Da. Hui! Ich habe jetzt vor kurzem einen Entschluss gefasst. Ich meine, ich habe jetzt noch knapp 20 Jahre bis zur Pension. Ich meine, wenn wir in Österreich da überhaupt eine kriegen. Das bestreite ich mittlerweile sehr. Mal ganz kurz, wo ist sie? Den müssen wir erst ausrüsten, genau. Die Kotz in den Nock. Da ist sie, 45. Sonst haben wir da eh nichts dabei, passt. Einen Platz zuweisen, den legen wir auf die 5. Genau, wir haben zwar eh nicht viel Muni dafür, aber je mehr wir sie benutzen, umso mehr Muni kriegen wir dafür. Das werden wir dann auch später machen, das wirst du dann sehen, wie. Ah ja, das wollte ich noch erzählen. Ich habe jetzt letztens einen Entschluss gefasst, sobald ich in die Pension darf, ist Österreich für mich Geschichte. Genau. Dann hau ich an. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber... Hihi! Oh. Die kannst du... Ja. Er lässt nicht locker, hä? Also, na, aus der Hüfte schießen, na, das ist nicht meins. Prinzipiell, ich bin sowieso ein Shooter-Spiel, nicht unbedingt der da groß mit Dings aufartet. Oder, aufwartet mit Scharfschützengewehr, absolut nicht. Das kann ich noch nicht, das muss ich erst lernen. Vogeldunst ist immer gut. Ich hoffe nur, sie haben da keinen Vogel gedünstet. Das wäre natürlich, naja, auch nicht unbedingt das Beste. Okay, Faustfeuerwaffen. Wie es siehst. Aha. Ohne viel hinzutun, bekommen wir genau die Waffe, genau die Munition, die wir brauchen. Stahl ist immer gut. Nein, ich habe gesagt, die habe ich schon im ersten Durchlauf nie genommen. Also wir es jetzt auch nicht nehmen. Oh. So, komm her, Mädel. Und mal da.
Erst mal kurz tauschen. Boah, Mädchen, das ist ja, da bist du deppert, das musst du geben, ha? Schau dir das an. Wow, wie Lucky Luke. Früher noch hatte Lucky Luke eine Zigarette im Mund. Da war ich circa 5, 6, 7, 8 Jahre alt. 2020 einen Strohhalm, einen Grashalm. Man kann's ein bisschen übertreiben, ma. Hat noch keinen geschaut. Also wir schleichen uns in das kleine Hütchen. Weil es sind ja doch 500 oder 600, die da um und um laufen und ihr Unwesen treiben. Und wir haben leider keine Medikits. Ich sag immer Medikits. Ja, ich bin alte Schule, sorry. All diese Gewalt. Das breit mir für einen Fertigkeitenpunkt, aber ich hab jetzt keine Zeit für den. Au! Du Hund, du! Das war jetzt die Beleidigung des Jahrtausends. Du Hund, du! Ha! Der will doch nur spielen. Darum muss er sich gleich peelen. Ich wollte eigentlich mit die Adrenalinspritzen sparen. Und der war jetzt gut. Der war jetzt voll geil. Ach ja, Spiel. Du zauberst mir ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist geil. Ah. Na, alles fit im Schritt? Anscheinend nicht mehr. Okay. Da oben liegt noch einer, den werden wir uns auch gleich schnappen. Genau. Na bitte, da geht's dahin, ha? Es ist ein Wahnsinn, du. Na. Knockt sich der Typ selber aus. Ich weiß halt gerade nicht, was mehr zum Schreien ist. Ich spüre oder ich, weil ich mich gerade selber ausgenockt habe. Wurscht. So, haben wir da oben irgendwas? Nein. Erst immer wieder auf die Uhr schauen, weil ich habe nämlich bei solchen Spielen wie diesem hier, habe ich nämlich so die dumme Angewohnheit, die Zeit zu übersehen. Mhm. Man denke immer, ich nehme dreiviertel Stunde auf, denkst du. Das kann dann schon mal eine Stunde auch werden. Nur, weißt du, es ist halt immer das große Problem, gell? Jetzt hast du so einen Umfangsriesen an Spiel wie dieses hier. Ich habe auf Steam in der Community-Wertung oder da irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wo wir das gehört oder wo wir das vernommen. Laut Community-Schätzung hat er dieses Spiel, beziehungsweise die Karte, die offene Welt, knappe 150 Quadratkilometer. Ich meine, muss ich noch was sagen? Wir sind erst da herunten.
Ich weiß, wir hätten das Fahrrad nehmen können, aber das wollte ich nicht. Warte mal, wir haben ja... Na. Ergänzungen. Maschinenpistole. Ergänzungen. Okay. Okay. Machen wir damit auf die 6, genau. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt's hier Holz. Stolz auf Holz. Man kennt das ja. Und sollte mir mal ein Spruch rausrutschen, anno 1981, dann darfst du mir auch nicht Bass nehmen. Nein, Hunter, du kriegst mich nicht. Da ist er. Na, da ist der Hund. Wo ist der Hunter? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er da. Wir müssen aber ein bisschen ablenken. Irgendwas hat mir dort ins Visier genommen. Boah, die Waffen zieht nach oben. Bist du deppert? So, Mädchen, renn um dein bedeutungsloses Leben. Ab in Richtung Bauernhof, genau. Ich glaube, das ist die beste Idee. Oder da einer. Aber da erwarten uns sicher nichts. Du Scheiße, du. Was ist das? Wir werden es im Heiserkampf erledigen. Alle miteinander. Wir reisen da noch mit. Oder was ist denn da hinten? Jetzt absolut nicht das, was ich braucht habe. Bist du deppert? Da geht's so. Ich höre was Großes, Gelbes, Böses. Da ist er. Oh. Oh. Das ist schon eher meins. Puh.
Wie haben wir denn? Oh, scheiße. Na, ist ja wurscht, am Bauernhof liegen genommen haben. Da ist noch irgendwo was. Ja, das ist natürlich meins. Da geht schon was weiter. Voll geil. Jawohl, das nenne ich ein Baby für mich. Warte mal, Arm haben wir schon gelutert, gell? Aber wisst ihr, was mir an dem Design so fasziniert von den Maschinen? Wenn du dir ein bisschen aus der Nähe anschaust, die schauen ja wirklich sehr reell aus, sag ich jetzt einmal. Allein die Farbgestaltung bzw. die Materialgestaltung, das schaut so geil aus. Gut, ab zum Bauernhof Steinhager, dort haben wir noch 400, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Sind's 4? Ich glaube. Einen Platz zuweisen, dann wir dich dabei daher und dich dann mal ersatzweise daher, genau. Hast du das eine können wir nehmen. So. Du bist scheiße, du kommst dabei weg. Einen Platz zuweisen, dich hau ich daher. Aber wo willst du denn hin noch? Wo willst du denn hin noch, wenn du in die Pension gehst, hm? Weil derzeit schaut es ja in puncto Zukunft Europa, naja, nicht so besonders aus, hä? Okay, wir schnappen uns jetzt den Unterschlupf. Also der Hund ist sicher russischer Oligarch gewesen. 100 Pro. Dann schalten wir uns schnell den Unterschlupf frei. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte mir gleich von anfangen. Ah, ja, das ist das mit der Berliner Mauer. Dass die Berliner Mauer gefallen ist, wissen wir. Braucht man auch nicht lesen unbedingt. Böser Clown. Schön. So, wo seid ihr? Drecksau. Wo haben wir jetzt diesen einen Dings wieder? Also wie du siehst, ich bin eher der Typ, was gern mit die Automatikwaffen, mit die automatischen Waffen drauf prügelt. Oh. Hohlspitzmunition, ich brauche am wenigsten. Ich brauche den guten Shit, was das so? Na ja gut, wenn er die Zeit hat, dass er da ausrahmen kann, dann braucht er sich nicht aufregen, hä? So, ein Hund ist noch hier irgendwo. Sehr gut. Hä? Was könnte uns da umgekehrt haben? Eigentlich nur ein Hund, oder? Und Fertigkeitenpunkt haben wir auch noch, den werden wir auch noch vergeben.
Ah, herrlich. Ah, herrlich. Alter, das tut gut. Das tut so richtig gut. Drum sind die Sorgen auch nicht akut. Warte mal, jetzt gehen wir da weiter. Was haben wir da? Pump Action. Das ist ein, ich weiß nicht, ist das ein Bug oder ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn du da auf eine Kiste zugreifst und der Waffen nimmst und du hast aber gerade eine ausgestattet, greift er auf die Waffen zurück, die du aus der Schachtel nimmst. Das kapiere ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Bug. Nur sympathisch. Ist Scheißhaus in der Scheune. Cool. Nochmal den LKW haben wir uns angeschaut. Das ist ja nur der. Dann durchlauchen wir da alles, was wir brauchen könnten, rein theoretisch. Da ist ein Kübelchen, genau, Postenmunition, sehr schön. Gibt's da irgendwas? Ach, die Zeit wird schön. Wo du dann da herinnen gefangen bist, weißt du, so in diesem Reitergehöft, da wo die Pferde reinkommen und draußen stehen sie herum, die großen Maschinen, Tanks, Harvester und ja, setzen dich mit allem unter Druck, was sie an Repertoire haben. Es ist, ja, genau. Schalldämpfer für Gewehre. Ich weiß nicht, ob sie das alles zahlt. Kommt man. Na, da ist eh nichts drinnen. Da waren wir gerade. Alles durchlooten, alles durchsuchen. Wir werden schauen, ob wir die wichtigsten Baupläne mitnehmen. Und vor allem würde es mich interessieren, wann du das erste Mal, wenn du neu startest, mit den sowjetischen Maschinen ich nenn's mal, in Konflikt gerätst. Genau. Schauen wir da einer. Ah, da hinten ist auch ein kleines Gebäudchen, da schauen wir auch kleine. Nö. Das wird dann wohl nichts. Fertigkeitenpunkt vergeben wir dann, habe ich gesagt, gell? Notfallsignalfackel, sehr schön. Super. Alles vernagelt. Na toll. Autobatterie, die können wir brauchen. Etwaige Baumaterialien ergeben sich daraus. Feuerwerksbatterie, geil. Habe ich schon probiert. Das funktioniert ganz gut. Hast so überintelligente Maschinen, so überstarke Maschinen und dann werden sie vom Feuerwerk abgelenkt. Ja, es schaut so dusselig aus, es schaut so botschert und behäbig aus. Wenn jetzt so ein Feuerwerkskörper in Richtung Reaper schießt und der dreht sich vor dir weg, schaut auf diesen Feuerwerkskörper, der da vor ihm explodiert und steigt 3-4 Mal drauf. Ich hab beim ersten Mal innerlich, aber ich nicht mehr kennen, na. Man schaut wirklich bescheuert aus. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Genau. Und nun der erste kleine Teil der Geschichte. Wir verfolgen jetzt eine geraume Zeit die Anita. Anita Sirgren. Diese Spur verliert sich aber nach einiger Zeit. Mehr will dazu nicht verraten. Und zwar hat sie mit diesem ganzen Konflikt oberflächlich was zu tun. Sie wird jetzt
3-4 Mal erwähnt, aber das sage ich da alles noch im Laufe der kommenden Stunden. Der wichtigste Charakter kommt erst. Jetzt schauen wir mal da auf. Ich meine, es ist toll, dass NPCs gibt im Spiel. Es ist wirklich toll. Aber prinzipiell, die NPCs in diesem Spiel sind nur da, dass sie da sind und dass sie dir die Geschichte weiter vermitteln. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen botschert gemacht, sage ich jetzt einmal. Aber das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. So, da. Wir machen da jetzt einmal zu. Gibt da was ich da vorlesen muss? Im Log, und zwar der Bauernhof. Die Zeitung, die Berliner Mauer ist gefallen. Die alte Bettern, ich glaube, da haben wir alles erledigt. Das haben wir auch gelesen in der letzten Aufnahme. Der Bauernhof. Hey Anita. Anita hier, okay, passt. Na, wir haben alles erledigt soweit. Der Weg nach Saltham, genau. Es scheint, dass die meisten Leute hier in Richtung eines Dorfes namens Saltham aufgebrochen sind, in dem sich angeblich ein Luftschutzbunker befindet. Vielleicht sind da ja alle abgeblieben. Ja, wenn du das glaubst, mein Schatzerl, dann ist es so. Ich will da gar nicht viel reinreden. Ja. Wie du siehst, Elektrolyt wirst du später auch für die ganzen Waffen und Munitionsherstellung, eigentlich nur für die Munitionsherstellung benötigen. Ja, das ist halt alles ein bisschen zäh gemacht. Soll uns aber nicht davon abhalten. Braucht man nicht. Soll uns aber nicht davon abhalten, dieses relativ gute Spiel oder sehr gute Spiel zu genießen. Gell? Da haben wir daher. Die Autobatterie da mal weg. Oh Gott. Ah, sorry, wir müssen uns die Adrenalinspritzen müssen wir ein bisschen sparen, später aussehen. Das bleibt an der Frau. Da haben wir da einer. Da haben wir da einer. Was haben wir da alles? Wir werden das später sowieso anders machen und anders gestalten. Passt. In der nächsten Ausgabe dieses ganzen Debakels, das ist der Plan für die nächste Episode, schau ja. Wir reisen zurück noch. In der nächsten Ausgabe werde ich dich schon hier erwarten. Dann reisen wir zurück in Richtung der Jäger zur Nebenmission, laufen diesen Part hier zurück, laufen da alles ab, laufen da rüber, und da uns hier sowieso eine Mission erwartet, werden wir diese jetzt noch gar nicht in Angriff nehmen. Genau, so war das gedacht. Bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen unterhalten können in chaotischen Zeiten wie diesen. Bis zum nächsten Mal. Baba.